Wir sind ja unterwegs mit diesem Thema Berufung. Wir haben uns schon verschiedene Gedanken gemacht. Ich habe keine Ahnung, was Sie erwartet haben, wo wir gestartet sind mit diesem Thema. Wir sind hier unterwegs, wir haben einen Einblick gekriegt beim Tag, wir haben zurückgeschaut. Wir haben vor 2 Wochen haben wir begonnen, so verschiedene Berufungsdimensionen zu entdecken. Die erste Berufungsdimension, man sieht das auch hier, Gott zu erkennen. Eine zweite Berufungsdimension, erlöste Beziehungen zu leben. Und jetzt heute geht es um eine dritte Berufungsdimension, nämlich ein Segen zu sein. Segen zu sein. Es ist kein Zufall, dass das die Reihenfolge ist, wie wir diese verschiedenen Dimensionen anschauen. Es ist einfach so eine Möglichkeit, wie man die biblischen Aussagen über das Thema Berufung sortieren kann. Aber es beginnt bewusst dort, dass wir berufen dazu sind, Gott zu erkennen. Wer ist eigentlich Gott? Was bedeutet das für mich? Und zweite Dimension, dass wir berufen sind, erlöste Beziehung zum Nächsten zu leben. Und heute geht es weiter mit dieser dritten Berufungsdimension, dass wir mit dem, was wir sind und was wir haben, für andere Menschen auch ein Segen sein können, zu einem Segen werden können. Und was wir auch schon entdeckt haben in dieser ganzen Serie, wenn wir Bibelverse lesen über das Thema Berufung, ist derjenige, der beruft, Gott. Und deshalb möchten wir auch Gott bitten, dass er seine Berufungen ausspricht. Ja, Jesus, wir wollen zu diesem Start von dieser Predigt bewusst zu dir kommen. Und ich bitte dich, Gott, dass du diese Serie, aber auch diesen Morgen heute nutzt, damit du Berufungen aussprichst. Damit du klar zeigst, was du in unser Leben hineinlegen möchtest. Wie du uns rufst, wozu du uns rufst und wie wir auch auf diesem Weg vorwärts gehen können. So möchten wir dir heute Morgen Raum geben, Jesus, dass du rufen kannst, dass du reden darfst und dass wir deine Stimme hören können. Das bitten wir dich. Amen. Ja, dieses Thema Berufung, Segen sein für andere. Es gibt eine ganz spannende Bibelstelle im 1. Petrus 3. Wer die Bibel dabei hat, kann mit aufschlagen, auch per Handy natürlich erlaubt oder zu Hause natürlich direkt im Büchergestell, ganz einfach. Da heißt es, endlich aber seid alle gleichgesinnt. So spannend, es geht um Gleichgesinntsein, Einheit haben, das heißt aber auch endlich, also schlussendlich, zusammengefasst, wenn wir alles auf den Punkt bringen wollen, seid alle gleichgesinnt, mitfühlend, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, gütig, hier haben wir so die zweite Berufungsdimension. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. Es wird hier so etwas wie ein Kreislauf beschrieben. Es wird hier gesagt, wenn ihr zu Gott gehört, wenn ihr Gottes Kinder seid, seid ihr berufen, den Segen von Gott zu erben. Jetzt weiß ich nicht, wie es dir geht bei diesem Gedanken, etwas zu erben. Normalerweise erbt man ja, wenn jemand stirbt. Bei Gott ist das ein bisschen schwierig, weil Gott ist ewig. Das heißt, wir dürfen schon jetzt zu Lebzeiten von Gott erben. Sogar wir dürfen nicht nur, wir sind dazu berufen, seinen Segen zu erben, seine Zuwendung, dass er uns wohlgesonnen ist, dass er uns anschaut, dass er uns beschenken möchte, dass er uns Dinge gibt. Und weil wir berufen sind, seinen Segen zu erben, sind wir auch berufen, andere zu segnen, den Segen von Gott weiterzugeben. Ich habe so diesen Segenkreislauf, wir haben auch schon über Segenskreislauf nachgedacht, aufgeschrieben. Wir haben diese Berufung, Segen zu erben, dadurch für andere Menschen zum Segen zu werden mit dem, was wir von Gott empfangen. Und plötzlich merken wir, dass wir dadurch gesegnet werden, dass wir merken, was Gott uns alles eigentlich gibt. Und es ist so ein Kreislauf, der dann immer weitergeht. Und das finde ich ganz spannend, wenn wir heute über diese Dimension nachdenken. Wie können wir mit unserem Leben, mit dem, was Gott uns gibt, mit dem, was er uns segnet, für andere ein Segen sein? Dann geht es nicht am Ende um Selbstverwirklichung oder so. Das ist ja heute, wenn wir in unsere Gesellschaft schauen, geht es immer darum, wie können wir mit dem, was wir haben, uns selber verwirklichen, selber gut und groß herauskommen.
Aber bei Gott geht es um etwas anderes. Es geht darum, seinen Segen weiterzugeben, seine Ehre weiterzugeben, den Namen von Jesus groß zu machen, etwas von seiner Liebe weitergeben zu können für andere Menschen, dass Jesus am Schluss groß herauskommt. Es gibt im Neuen Testament oder in der ganzen Bibel gibt es ganz verschiedene Beispiele, wie Gott Menschen berufen hat, dass sie für andere ein Segen sind. Ein sehr eindrückliches Beispiel entdecken wir in der Apostelgeschichte. Da gibt es eine Gemeinde, eine Kirche, die hat sich getroffen zum Gebetsabend, machen wir auch regelmäßig jede Woche. Die sind zusammengekommen, haben gebetet, sie haben auch zusammen gefastet und irgendwie hat da Gott in diese Situation hineingeredet. Apostelgeschichte 13, so ein Beispiel von Berufungserlebnis. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Also in diesem Beispiel sehen wir, jemand wird berufen. Aber Gott, der Heilige Geist, hat sie zu einem Dienst, zu einem Werk berufen. Also der Berufene ist wieder Gott. Und gleichzeitig sehen wir aber auch zu einem konkreten Werk, zu einem konkreten Dienst, wie sie Segen weitergeben können. Und dann sehen wir tatsächlich auch, wenn wir weiterlesen, die Apostelgeschichte ist ja mega spannend zum Lesen, was da alles für Storys drin sind. Da entdeckt man Gott so richtig am Wirken und am Handeln, so quasi auf frischer Tat ertappt. Wenn man da weiterliest, gehen diese Paulus und Barnabas los und sie werden zu Aposteln, also sie werden zu Gesandten, die zu Menschen hingehen, die noch nichts von Gott wissen, zu Heiden sagen sie, also alles andere als Juden, sprich der Rest der Weltbevölkerung eigentlich dann. Sie gehen zu diesen Dörfer, Städte, erzählen von Jesus, sie bringen diese Botschaft von Jesus, das Evangelium. Menschen kommen zum Glauben an Jesus und sie gründen Gemeinschaften, die zusammen den Glauben an Jesus pflegen. Sie gründen neue Gemeinden. Also wir sehen, sie werden da berufen in einen speziellen Dienst, in ein spezielles Werk hinein. Und Paulus schreibt dann auch an verschiedenen Stellen: Leute, ich bin der berufene Apostel. Ich bin der berufene Heidenapostel. Es gibt verschiedene Stellen, wo sich Paulus dann auch so vorstellt. Das ist meine Berufung, die ich erhalten habe. Also Gott spricht Berufungen aus, ganz konkret für wie wir Segen sein können mit Werken, mit Diensten und so weiter. Es gibt, wenn wir in die Briefe des Neuen Testamentes hineinschauen, auch weitere spannende Ansätze. In Kolosser 4 zum Beispiel, in diesen Schlussversen, wo alle möglichen Leute gegrüßt werden, hat es zwei so spannende Aspekte drin. Im Vers 12 heißt es da im Kolosser 4, es grüßt euch Epaphras, der von euch ist, ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten, dass ihr vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes dasteht. Ich finde das sehr schön. Das ist wieder viel Gebet, vielleicht auch so wieder so Gebetsabende mit der Gemeinde, aber auch persönlich, wo dieser Epaphras betet für die Christen an diesem Ort, dass sie in allem in dem Willen Gottes stehen können. Also mit anderen Worten eine Bitte, den Willen Gottes auch fürs eigene Leben erkennen zu können, um dann auch darin zu stehen. Und ein paar Verse später wird ein anderer gegrüßt und sagt: Archippus, sieh auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, dass du ihn erfüllst. Also wenn das Erkennen von Gottes Willen irgendwie funktioniert und da ist, man das Reden von Gott hört oder spürt, was Gott will, wo der Weg sein könnte, dann wird hier dieser Archippus aufgefordert: und jetzt geh vorwärts in diesem Dienst, sei treu, sei mutig, sei entschlossen. Schau, dass du diesen Dienst erfüllst, dass es nicht irgendwo hängen bleibt. Also es wird auch an die eigene Verantwortung appelliert und gesagt: hey, jetzt hast du etwas empfangen, dann erfüll das auch. Also es gibt viele Beispiele, weitere Beispiele, wo im Neuen Testament berichtet wird, wie Menschen berufen wurden, wie sie den Willen von Gott erfahren und so weiter. Und etwas ganz Entscheidendes in diesem Punkt ist, dass wir entdecken, wer wir sind. Wir haben als Leitvers auf diesem Flyer drauf, aus Jesaja 43, wie Gott zu uns spricht: Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Gott spricht uns zu: Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Bei deinem persönlichen Namen.
Das heißt, wenn wir in der Bibel lesen und der Name ins Spiel kommt, das hat immer auch viel mit Identität zu tun. Der Name sagt etwas über uns Menschen aus. Der Name, der Gott uns gibt, der zeigt, wer wir sind, in unserem Wesen, in unserem Kern, in unserem Inneren. Und jetzt heißt es, dass Gott uns mit unserem Namen ruft, damit, wie wir sind, wie Gott uns geschaffen hat, wie er uns gebildet hat. Gott ruft dich und mich mit seinem Namen. In erster Linie wird uns in der Bibel ein Gott geschildert, Gott vorgestellt als ein Gott, der nicht einfach eine Aufgabenliste für uns bereithält, macht das, das, das und das, diese Werke und so weiter, sondern der uns mit unserem Namen ruft, der uns persönlich meint, der uns kennt, der uns zuspricht, wer wir sind, welche Identität wir haben. Also ihr merkt, wenn wir über diese Dimension nachdenken, wird es plötzlich persönlich und so steht plötzlich eine Frage im Raum, wer bin ich denn eigentlich, mit welchem Namen ruft mich Gott? Was ruft Gott in mich hinein, was hat er in mich hineingelegt? Im Psalm 139 heißt es dann sehr schön dazu, Vers 14, ich preise dich, also Gott, ich preise dich, Gott, darüber, dass ich auf erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Ich stelle mir manchmal vor, wie das ist im eigenen Leben, wie das vielleicht auch für dich sein könnte. Wir sind doch auf der Suche nach unserer Identität, wer wir eigentlich sind. Das ganze Leben entdecken wir immer wieder Neues. Ich staune manchmal plötzlich, wie ich in Situationen reagiere, die habe ich gar nicht gedacht und ich denke, ich kenne mich eigentlich gar nicht so gut. Manchmal denke ich zurück an meine Lebensgeschichte und merke, dieses hat mich geprägt, jetzt wird mir das plötzlich bewusst, bis jetzt habe ich das gar nicht gemerkt. Vielleicht geht es dir manchmal ähnlich und du fragst, wer bin ich eigentlich so im Kern, entdeckst immer wieder Neues und dann heißt es hier, dass Gott uns gestaltet hat. In einer ausgezeichneten Art und Weise. Dass Gott uns auf eine Art und Weise kennt, wie wir uns selber gar nicht kennen. Dass Gott uns geformt hat. Wir suchen vielleicht immer mehr, das zu verstehen, wer wir sind, aber Gott weiß das bereits. Gott hat Dinge in uns hineingelegt, ihm ist vieles klar, er kennt uns, er kennt jeden Ecken und Winkel und jede Kante. Er kennt uns durch und durch. Er kennt das, was er erstaunlich und ausgezeichnet in uns hineingelegt hat. Vielleicht geht es dir manchmal auch so und du fragst dich, ja, was hat Gott denn Ausgezeichnetes und Einzigartiges so in mich hineingelegt? Und Gott kennt es. Und ich glaube, wenn wir in dieser Dimension denken, wie können wir ein Segen sein für andere in dieser Berufungsdimension, ist es sehr entscheidend, dass wir nicht einfach fragen, Gott, was hast du für eine To-Do-Liste für mich? Sondern dass wir zu Gott kommen und fragen, Gott, wie hast du mich geschaffen? Mit welchem Namen, wie rufst du mich? Wer bin ich eigentlich? Was sind die Wesensmerkmale, die du in mich hineingelegt hast? Was zeichnet mich als Mensch aus? Ich denke, unsere Frage muss nicht sein, Gott, was muss ich tun? Sondern unsere Frage muss sein, Gott, wer bin ich? Das ist die zentrale Frage in diesem Punkt. Dass wir nicht fragen, Gott, was ist die Aufgabenliste, sondern Gott, wer bin ich? Mit welchem Namen rufst du mich? Um das jetzt mit diesem Thema wieder in Verbindung zu bringen, habe ich ein Zitat von einem Leiterschaftsexperten, Dr. Robert Clinton. Er sagt es so, Ministry flows out of being. Der Dienst kommt aus dem Sein oder fließt aus dem Sein. Ich finde das ein recht cooles Wort, flows out. Oder? Wir sagen manchmal, da bin ich so in richtigem Flow drin. Da float es nur, oder? Das kennen wir sogar umgangssprachlich. Und ich finde das spannend, hier weiterzudenken. Ministry flows out of being. Wer bin ich? Was fließt daraus heraus? Was entspricht meinem Wesensmerkmal? Wie hat mich Gott geschaffen? Wie möchte vielleicht Gott genau durch diese Dinge, dass ich ein Segen sein kann für andere? Manchmal denke ich nämlich, dass wir in diesem Thema Berufung viel zu weit suchen.
Es gibt ja tatsächlich, dass Gott manchmal so ins Leben hineintritt und irgendwie so jemandem irgendwo herausreißt. Ihr kennt ja diese Geschichten auch, oder? Der Mose am Dornbusch und plötzlich brennt er und irgendwie ein riesiges Erlebnis und Berufung und so weiter. Oder der Paulus, der irgendwo da unterwegs ist nach Damaskus und plötzlich ist dieses Licht und er wird da irgendwie blind und so weiter. Es gibt so diese außerordentlichen Berufungserlebnisse, wo aber immer Gott so unerwartet ins Leben von einem Menschen hineintritt und so eine Berufung irgendwo hin ausspricht. Aber das ist selten. Viel häufiger ist es, dass Menschen entdecken, wer sie sind in Gott und plötzlich merken, wie sie damit, mit ihrem Wesen, mit ihren Wesensmerkmalen, mit dem, wie Gott sie ausgezeichnet geformt hat, für andere Menschen ein Segen werden können. Also ich möchte euch ermutigen, nicht nach diesen gewaltigen Berufungserlebnissen Ausschau zu halten, weil es kann sein, dass man sonst das ganze Leben nur wartet. Ich will euch ermutigen, Gott zu fragen, wer bin ich? Wie hast du mich geschaffen? Du rufst mich mit meinem Namen, was sprichst du mir zu? Was sprichst du in mein Leben hinein und wie kann ich mit diesen Wesenszügen für andere Menschen zu einem Segen werden? In diesem Buch Ganz Ich Sein spricht Peter Höhn genau auch dieses Thema an und er hat hier so einen ganz einfachen Gebetsvorschlag drin, wie wir beten könnten. Wir könnten so beten: Herr, wie hast du es mit mir gemeint? Was zeigst du mir über mich, meinen Namen? Damit ist nicht nur mein Vorname gemeint, sondern mich als Person, mich als Mensch, mich als Wesen. Meine Wesensart, meine Berufung, meinen Dienst. Vielleicht wäre das so eine Gebetsinspiration, um in diesem Punkt mitzunehmen und zu beten. Herr, wer bin ich? Und was bedeutet das für meine Berufung und für meinen Dienst? Es könnte also bedeuten, wenn wir in dieser Berufungsdimension wachsen wollen, dass wir nicht fragen, Gott, was ist deine To-Do-Liste, sondern dass wir wirklich uns überlegen, was hat Gott in mein Leben hineingelegt. Wir können zum Beispiel überlegen, wirklich, wo float es so richtig bei mir? Wo mache ich manchmal Dinge, wo ich so in einen Flow hineinkomme und es geht einfach so richtig leicht und es entsteht irgendetwas und ich empfinde es gar nicht so als etwas Besonderes, weil es mir einfach so liegt. Dann könnte es gut sein, dass dort irgendwelche Wesensmerkmale liegen, wo Gott etwas Spezielles in mich hineingelegt hat. Manchmal kann es ja sogar sein, dass uns das gar nicht als etwas Spezielles vorkommt, weil es so einfach float, so einfach geht. Manchmal muss man da wirklich gut drauf achten. Ich finde es spannend, ein Wirtschaftsprofessor von der Universität St. Gallen, Herr Malik, er sagt es so: Das Bittere, vielen Menschen fallen ihre Fähigkeiten überhaupt nicht auf, eben weil sie ihnen leicht fallen. Und er sagt dann aus wirtschaftlicher Perspektive, man muss die Leute dort fördern, wo sie ihre Fähigkeiten haben, auch wenn sie es nicht mal merken, oder? Dass man möglichst produktiv ist und so weiter. Wie viel mehr können wir dann als Christen sagen? Wir müssen doch Gott fragen, wie hat er uns geschaffen? Was fällt uns vielleicht gar nicht auf, aber wo haben wir so einen Flow? Oder merken wir, das entspricht meiner Persönlichkeit, da entsteht etwas, wächst etwas. Und dann damit für andere ein Segen sein. Du kannst dich fragen, wobei vergisst du deine Zeit, wo du plötzlich auf die Uhr schaust und denkst, oh, schon 3 Stunden vorbei. Du kannst dich auch fragen, wo machen dir Leute Komplimente, geben dir ein positives Feedback und du denkst, ja, das war ja gar nicht so speziell. Das können so Fragen sein, um sich zu überlegen und plötzlich zu merken und zu entdecken, was da so Wesensmerkmale sind oder Dinge, wo Gott uns bei einem Namen mit unserer Identität ruft. Das führt zu 3 ganz konkreten Schritten, die ich uns als Kirche, als Gemeinde oder uns, als die wir über Berufung nachdenken, mitgeben möchte. Der erste ist wirklich so, dass wir überlegen, was ist meine Wesensart? Ich habe auch hingeschrieben, dass wir uns mit unserer Wesensart aussöhnen. Vielleicht kennen das auch einige, dass wir manchmal so denken, eigentlich müsste ich doch berufen sein zu dem oder wir haben eine Vorstellung, was wir sein wollen oder was wir alles wirken wollen oder tun möchten oder so. Aber dass Gott das gar nicht in uns hineingelegt hat. Das könnte auch sein, dass wir an dieser Stelle sagen können, danke Gott für das, was du mir gegeben hast und das ist gut und das genügt. Ich muss gar nicht etwas anderes sein.
Manchmal gilt es auch, Dinge loszulassen und sich mit dem auszusöhnen, was Gott in einem hineingelegt hat. Und dann diese Wesensart einfach zu erkennen, zu erforschen, Gott zu fragen, dieses Gebet zu beten, sich zu fragen, hinterfragen, was habe ich für eine Wesensart? Zweiter Schritt, kultivieren. Da klingt so mit dieses Bild, das Gott den Menschen gegeben hat in der Schöpfung. Er hat diese Menschen gemacht, in die Schöpfung hineingestellt und hat gesagt, bebaut die Schöpfung, kultiviert die Schöpfung. Das, was ich euch alles gegeben, geschenkt habe, diese Ressourcen, macht etwas daraus. Das bedeutet, auch das, was Gott in uns hineingelegt hat, wer uns geschaffen, uns als geschöpfliche Wesen gemacht hat, dass wir es nehmen und etwas daraus machen, gestalten, dass wir es pflegen, dass wir es ausbauen, verbessern, wachsen darin, auch uns anstrengen, damit etwas zu bewirken. Es ist nicht einfach irgendwo vergraben und verbuddeln. Und dann das Dritte, dass wir uns überlegen, wie meine Wesensart ein Segen für andere werden kann. Ich möchte, dass wir ermutigt sind, zu fragen, wer bin ich und wie kann daraus ein Segen werden für andere. Dass diese dritte Berufungsdimension, Segen zu sein für andere, aus dem herauskommt, wie Gott uns gemacht hat und nicht aus einer Aufgabenliste, die wir vielleicht irgendwo im Kopf hat. Und das merkt ihr, das kann dann ganz vielfältig sein. Vielleicht gibt es Leute, die plötzlich merken, hey, ich habe so eine Begabung, ein Wesen, etwas passt zu mir, dass ich gastgeberlich bin, dass ich gerne Gastgeber bin, dass ich gerne Leute bewirtschafte, empfange, für andere Menschen da sind. Das kann so ein Wesenszug sein, oder? Und das kann dann an verschiedenen Orten dienen. Zu Hause in der Familie natürlich. Und man kann Gäste zu sich einladen. Man kann aber auch in der Gemeinde als Gastgeber, Kaffeebar oder Chile essen oder beim Alpha-Life-Kurs brauchen wir immer Gastgeber, die gerne Gastgeber sind für all die Leute, die dann kommen. Also so ein Wesensmerkmal kann an ganz verschiedenen Orten zum Tragen kommen. Es ist dann nicht einfach eine Aufgabe, wo man dienen muss oder so, sondern das Wesensmerkmal kann an verschiedensten Orten zum Tragen kommen. Es ist ja dann auch so, dass ich plötzlich merke, Gott spricht etwas mir zu und oft ist das, dass ich das dann persönlich erkenne. Also ich habe auch nicht irgendwie den Anspruch, dass wir als Gemeinde jeden so gut, also als Gemeindeleitung zum Beispiel jeden Einzelnen so gut kennen, dass wir immer wissen, was für wen wann dran ist und so, sondern ich habe dann Anspruch, dass Gott jeden bei seinem Namen ruft und sagt, wer bist du? Und dir zeigt, wie er dich brauchen möchte. Und ich finde das immer so toll, wenn Menschen dann zu mir kommen und sagen, hey, ich habe da und da habe ich etwas, da möchte ich gerne dem Herrn dienen. Mit diesen Fähigkeiten, mit diesen Wesensmerkmalen. Also vor zwei Wochen ist jemand auf mich zugekommen, wir suchen einen neuen Technikhauptleiter, weil unser Alter hat geheiratet und zieht weg und gibt dieses Amt weiter. Jetzt ist er zu mir gekommen und hat gesagt, hey, ich habe da Fähigkeiten und Begabungen, ich könnte mir vorstellen, da zu dienen. Oder? Das ist richtig cool. Jemand, der selber spürt, da ist etwas dran für mich. Und nicht irgendwie von außen muss man das so wie zusagen. Ich denke mir auch, wir sind ja dran, einen neuen Jugendmitarbeiter oder eine neue Jugendmitarbeiterin zu suchen, weil Simon im Sommer weiterzieht. Ich stelle mir auch vor, wie das ist. Gott spricht plötzlich eine Berufung auch. Jemand merkt, ich habe hier eine Begabung, Gott möchte hier etwas mit mir bewirken. Ich bin schon gespannt, wer da kommt. Du merkst, es ist auch nicht so, ich habe nicht eine Aufgabenliste von der Gemeinde, die ich euch heute präsentieren möchte und sage, da brauchen wir noch jemand für diese Dienste, komm, sei du hier genau ein Segen an diesem Punkt und diesem Punkt. Sondern ich möchte euch einladen zu fragen, Gott, mit welchem Namen rufst du mich und wie kann ich da ein Segen sein für andere? An dieser Stelle ist es sehr wichtig, dass wir einen kleinen Exkurs machen, und zwar zum Heiligen Geist. Ich habe nämlich selber manchmal so große Vorbilder, wo ich Menschen sehe, die so geisterfüllt, richtig wirkungsvoll unterwegs sind. Und ich denke mir manchmal, am liebsten wäre ich wie die. Vielleicht hast du auch so geistliche Vorbilder, so irgend Leute, die so richtig, für mich sind das so die salbungsvollen Prediger, oder? Da denke ich, ich will so sein wie der und der, wow, das wäre super. Vielleicht hast du andere Vorbilder auch, so
irgendwelche Leute, die so richtig die Begabung der Heilung haben und da wirkungsvoll unterwegs sind, oder Leute, die so richtig hingebungsvoll anderen dienen und Barmherzigkeit leben, oder Leute mit irgendwelchen anderen Begabungen, und du denkst, vielleicht manchmal hat mich der Heilige Geist vergessen. Wieso erlebe ich das nicht auf diese krasse Art und Weise? Dann möchte ich dir heute zusprechen, dass Gott dich bei deinem Namen ruft. Dass Gott aus dir keinen Billy Graham machen will, keine Mutter Teresa, auch keinen Petrus oder Paulus oder Maria, sondern dass Gott aus dir dich machen will. Und dass der Heilige Geist vor allem da wirken will, so wie Gott dich geschaffen hat, in deinem Wesensart drin, dass du da ein Segen werden kannst für andere. Es gibt also eine spannende Bibelstelle dazu. Wir gehen wieder in den Petrusbrief, wo wir gestartet sind, 1. Petrus 4. Da heißt es, ab Vers 10, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er aus Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es aus der Kraft, die Gott da reicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Es beginnt hier mit jeder. Wie jeder, also jeder von uns ist aufgefordert zu fragen, was hast du, Gott, in mich hineingelegt? Wo möchtest du durch deinen Heiligen Geist auch in mir wirken? Und dann heißt es, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat. Mit Gnadengabe sind so Gaben, Begabungen, aber auch Geschenke des Heiligen Geistes gemeint, wie der Heilige Geist in mir und durch mich, durch uns wirken will. Also jeder hat etwas von Gott empfangen, wie Gott durch ihn in der Kraft des Heiligen Geistes wirken will. Und dann heißt es, so dient einander, wie es jeder empfangen hat. Das ist ganz unterschiedlich, oder? Einer so, einer so, einer so, einer so. Nicht ich so wie ein anderer. Dient so, wie ihr es persönlich empfangen habt von Gott. Das ist die Aufforderung herauszufinden, was habe ich von Gott empfangen? Wie rufst du mich, Gott? Was entspricht mir? Was hast du in mich hineingelegt? Wie hast du mich so wunderbar und ausgezeichnet gebildet? Und dann auch das Ziel, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Also wir geben den Segen weiter, wir geben den Segen von Gott weiter. Es geht nicht darum, eben uns selbst zu verherrlichen oder so, sondern dass wir uns fragen, wie kann ich damit dir, Gott, dienen? Wie kann ich deinen Segen weitergeben? Wie kann ich deine Liebe, Gott, weitergeben? Wie kann ich damit anderen Menschen begegnen, dass du, Jesus, groß wirst? Auch wieder Höhn in seinem Buch schreibt es so, das zentrale Wirken des Heiligen Geistes lässt mich nicht anders werden, sondern ganz ich werden. Das zentrale Wirken des Heiligen Geistes lässt mich nicht anders, sondern ganz ich werden. Das kann auch bedeuten, dass wir uns von Bildern lossagen müssen, die wir manchmal haben, wie wir sein sollten oder wie wir sein werden oder wie wir wirken wollen. Er schreibt dann sogar im Buch, dass wir diese Sachen kreuzigen sollen und Gott fragen, was ist das, was du mir geben willst? Die Bibel formuliert es dann auch so, was ist das Kreuz, das du mir geben willst? Was ist mein Kreuz? In einem anderen Buch, das wir hier auf dem Büchertisch auch haben, Berufung finden und leben, dort schreibt die Autorin Birgit Schilling, dass es manchmal ganz gut ist, wenn wir laut und deutlich zu uns sagen, es gibt mich nur einmal auf dieser Welt und das ist gut so. Ich erlaube mir, anders zu sein als die anderen. Also mit anderen Worten, ich erlaube mir einfach ich zu sein und nicht jemand anders sein zu müssen. Sie sagt, man soll sich das ruhig mal laut zusprechen. Es gibt mich nur einmal auf dieser Welt und das ist gut so. Der Heilige Geist möchte durch jeden Einzelnen wirken. Ich möchte euch zum Schluss 2 Spannungsfelder aufzeigen. Ist auch ein bisschen Mut dann gefragt. Wer will, darf sich dann auch outen, in welche Richtung er eher tendiert.
Es gibt nämlich Menschen, die sich in diesem Thema eine zu große Grenze setzen. Die sagen, mit meinem Wirken, mit meinem Dienen, mit dem, was ich kann und bin, machen sie zu viel, haben wir eine zu große Grenze. Es sind Menschen, die sagen zu allem Ja, die können nicht Nein sagen, die möchten alles vielleicht, die möchten auch tendenziell die Dinge eher lieber selber machen, die begeben sich in Sachen hinein, in alles Mögliche und möchten manchmal wie den Himmel, die Sterne vom Himmel holen, irgendwie alles so selber bewirken können. Manchmal überfordern sie sich auch, das sind Menschen, die schnell an Grenzen kommen oder die auch manchmal nicht so gut auf ihren eigenen Körper hören, auf ihre Emotionen, was liegt überhaupt noch drin und was nicht. Es gibt aber auch Menschen, die setzen sich zu kleine Grenzen. Die denken, ja, das kann ich doch nicht, da bin ich lieber vorsichtig, die eher zu viel Nein sagen, nein, das mache ich nicht, das passt nicht, das kann ich mir nicht vorstellen, vielleicht auch ein bisschen ängstlich sind oder sich wenig zutrauen. Und wir machen eine kleine Umfrage. Freiwillig, wer nicht will, man muss nicht mitmachen. Aber überleg dir kurz, tendierst du eher auf die linke Seite oder tendierst du eher auf die rechte Seite? Jeder könnte sich irgendwo da einordnen wahrscheinlich, oder? Und diejenigen, die den Mut haben, ich oute mich, ich würde mich eher auf die linke Seite tendieren. Wer würde auch eher auf die linke Seite? Einige positionieren sich da. Wer tendiert eher zu der rechten Seite? Gibt es auch einige. Ihr seht, wir sind unterschiedlich gestrickt, oder? Und das ist ganz wichtig zu wissen. Den Leuten auf der linken Seite zu große Grenzen möchte ich zusprechen. Es ist wichtig, Gott zu fragen, was sind deine Grenzen? Im Epheser 3,20 gibt es diesen schönen Vers, denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das ist die Ermutigung, nicht zu fragen, was soll ich alles tun, sondern Jesus zu fragen, was hast du für Werke vorbereitet, in denen ich wandeln soll. Und den Leuten auf der rechten Seite, die sich eher zu kleine Grenzen setzen, möchte ich zusprechen aus den Psalmen 18, Vers 30, denn mit dir, Gott, erstürme ich einen Wall und mit meinem Gott überspringe ich eine Mauer. Mit Gott sind Dinge möglich, die wir uns selber nicht zutrauen. Und es lohnt sich, Dinge zu wagen, mutig zu sein, auch mal über die eigenen Grenzen vielleicht hinauszugehen und zu schauen, wie führt mich Gott, wie nimmt er mich da an der Hand, wo führt er mich da hin? Es gibt unterschiedliche Art und Weise, wie wir dann mit diesem Spannungsfeld umgehen. In allem drin können wir sagen, die beste Grenze, die es gibt, ist nicht die, die wir uns setzen, sondern die, die Gott uns setzt. Und ich würde auch sagen, eine gute Grenze ist richtig befreiend, weil man dann viel mehr aufblühen kann. Eine gute Grenze zu setzen macht frei, dann für das wirklich Raum zu haben, was dran ist. Ein zweites Spannungsfeld, hier machen wir dann keine Umfrage. Es gibt Leute, die tendieren eher dazu, da, wo ich bin, mit meinen Begabungen einfach zu dienen. Das ist etwas sehr Cooles, weil es gibt oft Orte, wo wir sind, wo wir gar nicht sein wollen, aber wo wir dann mit unserem Wesensmerkmal dienen können. Ein Beispiel, das auch in dem Buch von Peter Höhn beschrieben wird, ist ein Coiffeur, der älteste Coiffeur der Schweiz, Adolf Hui. Ich habe auf dem Handout auch noch Link, könnt ihr mal seine Story lesen. Der wollte eigentlich einen Beruf ausüben, so als Pfleger. Er wollte für Menschen da sein, Menschen helfen und so weiter. Aber er konnte nicht anders, Familientradition, und er wurde Coiffeur. Aber er hat dann gemerkt, wie er an diesem Ort auch Menschen dienen kann, für Menschen da sein kann, Menschen pflegen kann. Man hat berichtet, dass Leute, die aus dem Coiffeursalon gegangen sind, dann nicht nur einen schönen Haarschnitt hatten, sondern vor allem auch im Herz, in der Seele, im Leben ermutigt wurden. Auch im Glauben, wie sie die Pflege von diesem Mann erlebt haben, auch an diesem Ort. Also es kann ganz gut sein, dass einfach man auch bereit ist, da wo man ist, für andere ein Segen zu sein. Aber auch das andere, es gibt Situationen, wo es wichtig ist, dass man das Umfeld gestaltet, dass ich merke, meinem Wesensmerkmal entspreche ich dieser und dieser und dieser Art besser, dass man auch ein Umfeld sucht, wo man dann aufblühen kann. Anders kann es die Gefahr sein, wenn ich auf die rechte Seite tendiere, dass ich nur noch das mache, was mir Spaß macht und dort, wo es gut passt, aber nicht mehr bereit bin, auch mal irgendwo durchzubeißen. Dazu schreibt Höhn:
Natürlich gibt es in meinem persönlichen Leben immer wieder Situationen, die mir nicht liegen oder in denen ich Dinge tun muss, die nicht meinen Stärken entsprechen. Aber je besser ich in meiner Wesensart zu Hause bin, desto entspannter kann ich mich auch in Tätigkeiten bewegen, die mir von Natur aus weniger liegen. Wir haben damit gestartet, dass Gott uns beruft, ein Segen zu sein. Es hat viel damit zu tun, dass wir nicht primär fragen, was muss ich tun, sondern dass wir Gott fragen, Gott, wer bin ich? Wie rufst du mich, mit welchem Namen? Und dann darin vorwärts gehen, laufen, dem Heiligen Geist Raum geben, dass er wirken kann, auch in diesen Spannungsfeldern drin. Und das möchte ich gerne ins Gebet mitnehmen. Danke Gott, dass du ein Gott bist, der beruft. Und danke Gott, dass du uns zu einem Segen auch machen willst für andere Menschen. Da, wo wir sind, in unserem Alltag, in unserem Beruf, in unseren Familien, in unseren Kleingruppen, in unseren Freundschaften, auch in der Gemeinde, dass du uns aber manchmal auch dann bewusst in Dinge hineinrufst, die zu unserem Wesen, zu unseren Wesensmerkmalen passen, wo wir aufblühen können. Und Jesus, wir haben gelesen in deinem Wort, dass du uns kennst, dass du weißt, wer wir sind, besser als wir selbst. Und ich bitte dich, Gott, dass du uns mit unserem Namen rufst, dass du jeden persönlich mit seinem Namen rufst, dass du Gott zeigst, wer wir sind, was du in uns hineingelegt hast. Es heißt, dass du uns ausgezeichnet gebildet hast, geformt hast, geschaffen hast. Ich bitte dich, Gott, dass du uns immer wieder neu und mehr aufzeigst, was das Ausgezeichnete ist, das du in uns hineingelegt hast. Wir lösen uns auch von irgendwelchen Vorstellungen und Bildern, wie wir sein wollen oder manchmal denken, sein zu müssen, die gar nicht unserem Wesen entspricht, dem, wie du uns gemacht hast. Ich bitte dich, Gott, dass wir aus vollem Herzen sagen können, ich will nicht jemand anders sein, sondern ich will der sein, zu dem du mich gemacht hast. Und es ist gut so, wie ich bin. Und damit will ich für andere zum Segen werden. Ich bitte dich, Gott, dass du uns hilfst zu erkennen, wie du uns gemacht hast und auch zu zeigen, wie wir damit zum Segen für andere werden können. Heute, im nächsten Lebensabschnitt, aber auch immer wieder in dem, was uns erwartet. Danke Gott, dass du uns kennst und gut gemacht hast. Amen.